Geht es los? Hallo? Hallo? Hast du meine Stimme da? Hast du ein Problem am Ton? Noch immer Problem am Ton? Ja. Ist nicht besser? Geht es los? Hallo, geht es? Komisch, hä? Milo wird die Kamera nicht mehr gehen. Ah. Ja, geht die Kamera nicht mehr. Ist nicht schlimm. Bananenton. Melo geht den Ton nicht. Voilà, das hab's auch. Und, kein Panik, ha? Einfach relax bleiben und dann eben Kamera einke un an ausmachen und dann geht ein Ton rum. Wie weiß, was das? Keine Ahnung. Mit ihr hört mich. Okay? Die hört mich. Was hab's auch? Hört ihr mich? Sarah sagt, ja, den Ton ist exzellent. Ja. Wen ist dann noch alles da? Alle, ich weiß nicht. Hier, na, geht ein bisschen mehr lustig. Voilà. Ja. Boah. Das ist doch schon interessant, das da. Amadou, Sarah, Alexandre, die sind alle guten da. Vielmals merci. Vielmals merci, da nicht vergisst. Michel Sandrine, Amadou, Michel Fischer, Fred Le Monégas, Clark Soir, Iva. Oh, schon 20 Leute. Ja, also haut dann eben ohne Kamera, die geht nicht, mehr das ist nicht schlimm. Muss ich auch nicht immer mit Kamera sehen. Alexandre, willst du nach WDL-Kur B2 per Zoom machen? Ja. Wir warten nicht. Das wird dann B2 Freiden. Um wie viel Uhr? 12:30 Uhr. Moin Fanny. Moin Fossam Binga Frederik. Wow, schon 25 Leute. Okay, da fängt man an. Also haut just Ton, kein Kamera, das ist auch nicht schlimm. Hauptsache, mehr hören als und ich kann nicht lesen. Was soll ich viel erzählen? Sarah schreibt, avec Zoom on ne peut pas revoir la vidéo. Ja, das eben alles Vorteile und Nachteile. Alexandre sagt, ja, 12:30 Uhr. Ja, gucken wir mal. Ich schicke ja schon mal eine Mail. Also die B2-Schüler. Bon, was habe ich für heute präpariert? Also, das ist dann hi. Den Mensch dann weg. Letzte Woche leben wir Jerome Lulling. Ja. Letztendlich. Das ist die Kur vom 29. April. Und diese Kur ist in 2 Klassen bei der WDL, A12 und A21. Am Moment habe ich keine noch. Ça va, merci.
Also wir schaffen ja, diese Klasse mit 2 Klassen bei der WDL A12 und A21. Ja. Also wir schaffen mit diesen 2 Büchern, für dich mit A1, dann mit A2. Und das haben wir die letzte Woche gemacht. Und dann erst das Woche, 26, 27, 29. Gestern hatten wir den Trick mit CH. Muss aufpassen. Den CH geht nur A, U oder O wird den Ch ausgeschwärzt. Also Kachen, Buch, Woch. Ich sichen och mein Buch. Dann haut das der Videochat 45. Oh mei, ich 45 stehe ich Quarantäne. Und dann hat ich Gebirden seit den 1881 aus dem Buch A1 zu präparieren, Kapitel 6. Und zwar machen wir nachher den Text mit dem Restaurant, weil ich hatte den gleich hatte Staudiosdatei nicht. Und dann machen wir Bonus Schlüpper und Grand Kicheljob. Und dann machen wir dann aus dem Buch A21 seit 34 auf 35, das ist Kapitel 2. Und da geht es um den Flowmord, und Grammaire aus dem Movement, ein Exerzice. Ja, den machen wir dann halt auch. Noven Stephanie. La soir, Fred. Wenn ihr als 12:30 schon in der USA. La soir, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Voilà. Lo. Was wollte ich lo machen? Ah ja, Buchweisen. Ja, nochmal Buch. Und da hatten wir gestern den Text am Restaurant und ich konnte erst den aber nicht vorspielen, weil ich hatte hier an meinem super mega coolen TV-Studio die falsche MP3-Dateien. Wir launchen die richtig und dafür mensch wir nicht mehr fair, wenn das in ein Jahr ob man es lauscht hat. Das ist ein flotten Text, also ein wichtigen Text auch von der, wenn du mal in ein Restaurant geht, von der der möglich ist. Und dann weiß ich ja auch Solution, was wie in den Dialog kann komplettieren. Okay? Also das ist 131, der Mann schreit den Ton wäsch. Liest erlauscht das Gespräch. Was bestelle Sie? Schreibt Gespräch fertig. Guten Abend. Guten Abend. Hut Dir reserviert? Jo, wir haben dich auf den Numm Wilmes reserviert. Für 2 Personen? Jo, Voilà, hier ist Tisch. Hat Dir gern Aperitif? jo, 2 Campari Orange wann ich gelieft. Gern. Hier sind Menüskarten. Wir springen erst den Aperitif direkt. Willst du ein Entree oder just ein Hauptplat? Oh, ich mengen, ich will eng Entree. Entweder eng Zopp oder eng Salat. Ich hole de Foie Gras oder Scampien. An als Hauptplat, ich weiß es nicht. Fisch oder Fleisch? Ich hole Fleisch. Ein Beefsteak, wie immer. Nee, ich hole der Poulet. Ich hole ein Pastet oder Brochette. Hältst du auch ein Dessert? Das weiß ich noch nicht. Mal gucken. Wann ich gelieft? 2 Campari Orange. Hut Dir schon gewählt? Liest erlauscht das Gespräch. Voilà, hallo, da den Text auch ein mit der richtigen Audiosdatei vorgespielt gut, konnte man denke ordentlich lauschen. Und da gucken wir also die Lesungen an, wie das Gespräch kennt weitergehen. Zum Beispiel, ja, ich will ein Scampien als Entree und dann Pastet, mit Fritten oder mit Reis, mit Fritten, wenn ich gelieft. Und ich hätte gerne Saumon. Hol dir auch ein Entree, Madame? Ja, war das Zopf vom Dach? Haut du mir Tomatenzopf? Ah, gut. Tomatenzopf ist nicht ganz gern. Also einmal Scampien und einmal Tomatenzopf als Entree und dann Pastet mit Fritten und das Saumon als Hauptplat. Den Tee geht nicht ausgeschwemmt. Moje Giselle.
Giselle, die Kamera geht nicht. Und das ist nicht schlimm, den Ton die geht. Das ist die Hauptsache. Okay, und ich hab's vergessen. Did I forget something? Nee. Das war nach Fugusta. Ich wollte das aber ordentlich weisen. Ja, da kommen wir, wie gesagt, auf die Seite 79. Die hatten wir ja auch schon gemacht. Ja, die haben wir auch gestern gemacht. Und da kommen wir auf die Seite 80, wie ich gefroht hat, das zu präparieren. Passteht, Frieden Alexandre. Passteht. Ja, das ist doch. Passteht. Also im Englischen ist es Vol-au-Vent Pastry Case. Das ist ein Dish. Und im Französischen ist es Croûte du Vol-au-Vent oder Vol-au-Vent. Das ist mit Pouletfleisch. Voilà. Hallo, meine Landerleute, letzte Spezialitäten. Was brauche ich für Bohnenschlupp zu kochen? Lauscht, schreibt ob. Das ist die Nummer 132. Bohnenschlupp, Bohnen, donc ça c'est les haricots. Schlupp, on appelle ça schlupp, c'est un onomatopée, c'est-à-dire que c'est la prononciation qui compte. It's all about the pronunciation. Schlupp. It's like when you eat a soup, you make that noise. Schlupp. Voilà. Ah, da. Was wollte ich so? Ja, Bohnenschlupp. Was brauche ich für Bohnenschlupp? Ja, das ist froh. Was braucht ein? Ein, c'est un. What does one need für Bohnenschlupp zu kochen? Lauscht oder schreibt ob. Das ist die Nummer 132. Und dann nur da alle guten, die verschiedene Sachen, die ihr braucht für einen Bohnenschlupp zu kochen. Präparation 30 Minuten, Kochzeit, Temps de Cuisson 80 Minuten, ein Rezept für 4 Personen. Und da fehlen lo Sachen, die hier da lo, und da könnt ihr sie direkt an den Chat schreiben, wenn ihr wollt. 35 Leute, die gucken, wow, was das los, mega genial, an meine Kamera geht nicht. Haha, schön. Bon, also ich meine den Ton dann aus und den Menschen Desktop an. Wat brauche ich für Bohnenschlupp zu kochen? Lauscht schreibt op. Für 4 Personen braucht ihr 500 Gramm Grengbohnen, eng dick Mut, eng Porrett, eng Ën, 3 bis 4 dick Gromperen, 3 bis 4 Mettwursten, Salz, Pfeffer, 50 Zentiliter Milch, 25 Zentiliter Rahm, 2 Liter Wasser, eng dick Nuss Butter, Was schreibt er mal da Schönes? Also, Stephanie schreibt ein dick Mut. Sarah sagt, du musst viel Comedy machen, wenn du Zopp ist. Richtig. Naschid Al-Rim. Mut, ja. Ein Porrat, und do. Was hat er da gesagt? La Soir, 2 Liter Wasser. Ja. Den Alexandre hat alles abgeschrieben. Ein dick Moat. Moat, c'est le marché, the market. Ein dick Mut. Ça c'est les yeux, the eyes.
innen. 3 bis 4 dick Grumperen, 50 Zentiliter Milch, 2 Liter Wasser, ja, das war ein Inn. Maja, da gucken wir die Lesung. Ein Grumper geht nicht, also ein Grumper okay, aber ein Grumperin, das geht nicht, das ist Plural, 2 Grumperen dann. Das ist dann high. Ja, das Lesung. Ich mache ein bisschen groß. Was brauche ich für Bohnenschlupp zu kochen? Lauscht oder schreibt auf. Für 4 Personen braucht ihr 500 Gramm grüne Bohnen, ein dick Mut, ein Porrett, ein Inn, 3 bis 4 dick Grumperen, 3 bis 4 Mettwursten, Salz, Pfeffer, 50 Zentiliter Milch, 50 Zentiliter Rahm, 2 Liter Wasser und ein dick Nuss Butter. Voilà, versteht ihr all die Wörter? Ein Mettwurst, Rahm, ein Inn, Onion, kann ich noch so ein Zwiebel, ein Mettwurst, Smoked Beef Sausage, Saucisse fumée, und was war noch? Ein dick Nuss, ein Nuss Butter, Morceau, ja, un morceau de beurre. It's not in this kind a nut or a cut of meat. It's a measure unit, une unité de mesure, ein Nuss Butter. Wo war ich noch? Ja, Bohnenschlupp. Und der Rest Rahm. Ja, wie haben sie da Rahm übersetzt? Das ist auch immer ein kompliziertes Wort. Rahm. Cream, Milk, könnt ihr noch so Schmand. Und am Französischen Crème de lait. Ja, Michel, Nuss. Usually it's nut, noisette, mais ici c'est une unité de mesure. C'est a measure unit. Ein Nuss Butter. Petit morceau de beurre, a little bit of butter. Ja. Yeah. Und dann, was könnt ihr als nächstes? Guckt Foto und liest Rezept. Und dann guten Appetit. Ja, hast du einen Ton dabei? Im Moment schon. Lauscht de Lot Rezept a kontroléiert. Grompere Schiel Lauscht de Lot Rezept a kontroléiert. Grompere Schielen a Grafrappen. Das ist das Rezept. Aber da lesen ich für. Guckt Foto und liest Rezept. Bohnen gut waschen an a Stecker schneiden. Der Rest gemäß ohne Gromperen auch gut waschen a ganz klein schneiden. Gemäß ohne Bohnen an Butter an einer großer Kasserole undünsten. Fantastisch Wort. Dunno Wasser dabei schütten und abkochen lassen. Bohnen und Mettwursten dabei machen und alles eine Stunde los kochen lassen. Grompere schälen und a klein Stecker schneiden. Nur einer Stunde Mettwursten aus der Zopp holen und a Rundele schneiden. Mettwursten und Gromperen an Zopp machen und nach eine Viertelstunde kochen lassen. Mit Salz und Pfeffer aufschmecken.
Milch dabei schütten, nach ein Keier abkochen lassen, und ganz Ende Rahm dabei schütten. Bohnenschlupp geht oft mit grompere Kichelcher oder mit Pangescher serviert. So. Voilà, also hey, das geht schön da rein noch. Mengen ich mal, ja. Geht schön da rein. Und dann. Und ich hab's vergessen. Nee. Da gucken wir erst wieder am LOD undensten. Steht nicht da. Okay. Nee, steht doch nicht da. Boah, undensten da das chauffer à petit feu to heat it up slowly. C'est pas faire revenir ou quelque chose comme ça en français. Donc, il faut surtout pas que ça devienne brun. It should not become brown. Nehmen undensten, avec la vapeur, with the steam. Und dann wird das die Rondelen, oui, ça vous voyez ici, des petits cercles, little circles. Und aufschmachen, das ging schon mal am Chor gefragt, aufschmachen. Gucken, ob da dran steht. Nee, schmachen, ja, sentir par le goût, essayer, peut-être c'est goûter aufschmachen, oui. Und am Englischen, to taste, to try. Ja, mit Salz und Pfeffer aufschmachen, immer nicht schmachen, als genug Salz, als genug Pfeffer dabei, is there enough salt, enough pepper. Est-ce qu'il y a assez de sel, est-ce qu'il y a assez de poivre. Voilà, schütten, c'est versé. So you add milk. Und Pangescher. Na, das muss aber dran stehen. Pangescher. Am Englischen Pancake und am Französischen Crêpe Galette. Das kann ich also mit der Bohnenschlupp essen. Ja, dann sind zwei serviert. Bohnenschlupp mit Mettwurst plus Pangescher oder Gromper Kichelcher. Also, dann hast du genug für eine Woche. À feu doux, mijoté. Merci, ja, Sarah, das ist das, ja. Assaisonné, Stephanie, richtig. Merci. Stephanie schreibt, ich will das Rezept gucken. Rezept, ich hatte schon gewusst, das sei. Do. Wie viele Personen braucht ihr? Und oder dann die verschiedenen Möglichkeiten. Wen hast du ganz froh? Twitter ist ganz froh. Oh. Du hast nein, natürlich schon nie gehabt. Exzellent. Sorry. Also muss ich schon alles aufpassen. Nur die Kasse. Exzellent. So, also da machen wir schöneren Wäsch. Kein Experiment, aber die Kamera geht schon nicht, das geht schon durch. Ich bin zwar da, mit das Bild, das Foto, das ist irgendwie gefroren. Ja, da sind ich. Aber ich bougiere nicht. Boah, das ist nicht schlimm. Alexandre Fred, am Panischer prononcierst du den G. Prononcierst du den G nicht. Stimmt das? Pangescher. Doch, aber ein bisschen. Pangescher. Voilà. Seht ihr das am Französischen? Une grosse noisette de beurre. Communauté de mesure. Bon, also das war dann die Geschichte mit den mit Dachbohnenschlupp, das ist weiblich. Und da kommen wir lo bei Grombre Kichelcha Nummer 3. Wer möchte die Grombre Kichelcha? Guckt Fotoen, liest Texte und nummeriert die Etappen.
Also das Foto, das ist pluriell. Präparation 20 Minuten, Kochzeit 20 Minuten, Rezept für 4 Personen. Lachsoir schreibt, lo hunne schongerisch. Nee, Lachsoir, lo sinne schongerisch. Das ist ein Adjektiv. Oder lo hunnisch Hunger. Das ist Substantiv. Ich bin hungrig. Je suis affamé. I am hungry. Noir de beurre, schreibt den TA. Merci. Ich wollte dass es etwas geben. Bon, das geht also das Rezept durchstehen. Da lesen ich erst 4. 1 Kilo Gromperen, mittelfest oder mehlzig. 100 Gramm Mehl, 4 Eier, Salz, Pfeffer, Muskatnuss, frisch Kräuter, petersilisch Bratzelen an Urlech. Also die Grompere muss mittelfest sein. Der Tisch sie dürfen nicht hart sein. They should not be too hard. Et patate ne doivent pas être trop dur. Mittelfest oder mehlzig. Wird da mehlzig übersetzt. Farineux, mealy, flory. Also kein Hartkrompen. Bon, Mehl, c'est la farine, c'est ça? Ja, eher Salper. Muskatnuss, frisch Kräuter. Kräuter, das ging schon immer in der Klasse gefragt. Was sind Kräuter? Das ist der Plural von Kraut. Herb, Plants. Des Herbes, Plant. Plural als Kräuter. Und dann petersilisch am Bratzelen, das ging schon immer gefragt. Was als Petersil? Peter. Ich bin vertippt. Petersilisch. Du hast es. Persil. Parsley. Und dann waren Bratzelen. Ein Bratzel. Variante Bretzel. Oh, ich weiß das nicht. Ich stehe tot, wenn das steht. Mostly plural, ja, chives. Und am Französischen Ciboulette. Ja, das ist ja klar. Wer weiß das nicht? Ciboulette und chives. Idee ganz wichtig auch am A2, so wieder kennenzulernen. Und dann Urlech, Mädel Will. Stephanie schreibt, schon das schon gestern, das ist lecker. Susi B schreibt, das Buch A1, ja, nicht A2, richtig. Der passt gut auf. Ja, am A1 lernt ich so wieder, wie Bratzeln. Ich weiß halt noch nicht, was das auf Französisch ist. Aber das ist egal. Das ist aber ein wichtiges Rezept. Also Grand Prix Kichelcher, das tun die Letzteburger ganz gerne. Speziell auch für die Schöbefauer, gell? Me, was geschieht auf der Schöbefauer? An der Christmarkt. Vielleicht dann im Christmarkt. Los mal das Beste hoffen. Und dann hat die verschiedenen Etappen, mit den Fotos. Und dann muss er die Etappen an die richtig Reihenfolge setzen. Bon, das vielleicht daheim präpariert, da können wir direkt Lesung lauschen. Stephanie, das ist lecker. Das wird so geschrieben. Lecker. Also, mes chers amis, da lauschen wir. Also, manche haben Mikro. Lauscht de Lot Rezept a kontrolléiert. Grompere Schielen a Graf rappen. Ma Mehl an den Eier en Deeg preparieren. Mat Salz, Pfeffer, Muskat an de Kräuter aufschmechen. Den Deeg mat de gerappte Grompere mischen. Urlech an Pan machen. Pro Grompere Kichelchen e Löffel vum Deeg an der Pan platt dricken. Kichelcher e paar Minuten op den 2 Seite broden, bis se golde Sprung sinn. Lauscht de Lot Rezept a kontrolléiert. Grompere Schielen a Graf rappen. Ma Mehl an den Eier en Deeg preparieren. Mat Salz, Pfeffer, Muskat an de Kräuter aufschmechen. Den Deeg mat de gerappte Grompere mischen. Urlech an Pan machen.
Pro Grompre Kichelchen e Löffel vum Deeg an der Pan platt drecken. Kichelcher e puer Minuten op den 2 Seite broden, bis se golde Sprung sinn. Lauschtert an nummeriert Szenen. Tipptopp. Ich meine, wenn ein Bild mich klein ist, da sieht ja natürlich den Text nicht so gut. Aber da sieht er aber das Foto und das ist aber schön da rein noch. Hat er eine Frage, was das Vokabular belangt? Sarah schreibt, der Kaktus hat er doch. Der Schneekat. Ja. Golden Brown. Oder aufschmecken. Taste. Try and taste. Donc, goûter et regoûter pour essayer si s'il y a assez de sel, etc. À plat drecken, c'est avec une cuillère, vous pour aplatir. C'est ça. You push to make it flat. Maar ja, ich gucke mal, ob wir die Lesung auch haben. Ja, da haben wir eine schöne Lesung. Oder lasst man sie nach ein Kehr, weil er das gut gemacht hat mit dem Foto. Also, was hätte ich gesagt, das war den 133. Lauschtert de Lot Rezept a kontrolléiert. Grompere Schielen a Graf Rappen. Ma Mehl an den Eier en Deeg preparieren. Mat Salz, Pfeffer, Muskat an de Kreider aufschmechen. Den Deeg mat de gerappte Grompere mischen. Urlech an Pan machen. Pro Grompere Kichelchen e Löffel vum Deeg an der Pan platt drecken. Kichelcher e puer Minuten op den 2 Seite broden, bis se golde Sprung sinn. So, da ging ich auch schon hungrig. Muskat, fragt Michel, was ist Muskat? Was ist Spice, hein? Muskat. Muscat en français et en anglais, Nutmeg Spice. Schwirzende Püree mit Pfeffersalz und ein bisschen Muskat. Den TH schreibt, bis der Goldesprung Sinn, für was nicht bis der Goldesprung gehen. Weil das ein Unterschied zwischen Sinn, Partizip passé, und gehen, Partizip passé. Das ist eine philosophische Frage. Bis der Goldesprung Sinn, ils le sont déjà. Bis der Goldesprung gehen, ils vont encore le devenir. So, Sinn, c'est déjà atteint. The goal has already been achieved. Und bis der Goldesprung gehen, and the goal has still to be reached. Weil das Resultat ist dasselbe. Sie ist Goldesprung. Nicht schwarz. Und hier ist nicht Goldesprung. Das ist schwarz. Das ist schon, das ist gar nicht Goldesprung, das ist schwarz. Nicht abgepasst. Letzter de lot Rezepter kontrolliert, das haben wir gemacht. Und dann haben wir nach dem Punkt 5, da können wir vielleicht ein bisschen hier am Chat, wir sind aber 35 Leute, da werden ja ein paar Leute etwas schreiben, nicht für flott. Was für Spezialitäten gibt es an eurem Land? Schwätzt an der Gruppe. Ja, könnt ihr mal, wenn ich gleich ein paar Spezialitäten aufzählen? Some specialities from your country? Quelques spécialités de votre pays? Aber ja, so viele Länder hier. Einfach nehmen, abzählen. Sarah schreibt, Position Sinn, Mouvement gehen. Ja, nee, hier ist aber ein bisschen anders. Hier ist ein Etat. Die zwei sind in Zustand. Aber einke ist ein Zustand erreicht und einke muss in den Zustand erreichen. Ging ich mal so. So, once the goal is achieved, and the other time you still need to reach for the goal. Bon, also der könnt das ja dann am Chat schreiben, wenn der nach die ein oder andere flott Idee hat für ein gutes Rezept aus eurem Land. Und das war es dann auch schon für die Lektion. Die nächste Lektion, das ist Kapitel 6.
Ich will euch auch noch daran erinnern, dass der Hannen am Buch Vokabels löscht tut. So, in the end of the book, you have the vocabulary list. Voilà, das ist Seite 120. Seite 120. Und dann muss das hier ausfüllen. Und die Übersetzung könnt ihr dann dabei sichern. Das ist alles, was wir heute gesehen haben. Und auch die letzten Wochen. Das sind die Hauptwörter aus der Lektion 5. Obst, was hat man noch? Urlich, gekocht, rei, säftig, zeitig, consommé, ripe. Voilà. Also du hast schon flott gemacht und dann, also du näherst das auszufüllen. Und da könnt ihr mit Kapitel 6. Wurde denn froh? Wurde denn froh? Also etwa Seite logisch sicher nicht also Seite 81. Das haben wir gemacht. Und nächste Woche machen wir dann, fangen wir mit der Lektion 6. Das ist die letzte Lektion. Haben wir noch viel Zeit. Was schreibt ihr mal dann hier? Was geht es Flottes? Domenico, moin Domenico. Michel, Grilled Cheese Sandwich. Lecker. Fossam Binga Frederik, Fufu and Vegetable. Okay. Das ist alles, was ihr habt für Spezialitäten an ihrem Land. Okay, just 2 Leute. Schuld. Ich hätte gemeint, die hätten auch mehr Flott-Sachen. Stefanie schreibt, an meinem Land essen wir gern Fisch mit Reis. Stefanie, von da. Aus welchem Land kennst du da? Oh, guck mal, wie live. Dann haben wir den nächsten Teil heute gemacht und da kommen wir bei den zweiten Teil. Wo ist das? Hi. Und das Flohmarkt. Das ist Seite 34. Also A2 1. Seite 34 für die, die das Buch haben. Könnt ihr gucken. Markt. Masculin. Flow. Plus. C'est un flow, ça c'est féminin. Mais markt c'est masculin qui l'emporte. Op dem Flowmarkt, contraction, position, Flowmarkt, au marché au plus. Lauscht da liest den Dialog. Und da hat dann 2 Personen und ganz viel Objekte. Und dann haben wir heute den Dialog. Liest den Dialog auch zu 2. Was für Sachen seht ihr nach auf dem Bild? Spielt den Dialog mit Variationen und macht Übungen am Zusatzmaterial. Also, da lauscht wir den Dialog. Nummer, wie viel hast du? Nummer 31. Ein bisschen groß. So. Dann mache ich mein Mikro aus. Und dann gehe ich den anderen Buch sichern. Und da war es schon. Lauscht all den Dialog. Moin, ich fand Lucht flott. Wie viel kostet sie? 20 €. Se ass net all as se funktioniert. E Schule se für 15 €. Averstan. A wat kosten dich? Wat fir een, den Estech oder de Salonstech. Den erstech? 100 €. Dat ass zu teuer. En ass och nach net all. Ech hunn rich 2 Joer an den huet 500 € kascht. En ass joch schein a gut an der Rei. Reicht 2 Joer. Für wat verkauft ihr dann? All még Sache sie relativ nei. Ich plünnere bei még Freundin an hat tut schon alles. Sing Sache sie méi modern wie még. Also, und je nach einer interessant Sache. Jo, sicher. Haier seg Kaffeesmaschine fir 50 €, an eng Tele fir 150 €. Da das e super Geschäft. Sache sie normalerweise filmi daier an das eng ganz gut Qualität. Hai hun ich och nach eng Vorteil.
D'Fotel ass e bësse mi all, méi ganz gemidlech. Se ass net deier. Ich verkaufe se fir 25 €. Ech wees net. Ech kucken nach e bëssen. Nach e scheinen Dach. Merci gleichfalls. Eddie. Dat ass eise klengen Text Flohmarkt, Marché Opus. Stephanie kënnt aus Nigeria. Fisch mat Reis. Oder tu mir auch heuer. An haier sech vielleicht opgefallen, dat nenne mehr Pronomen. Ich fand eher Lucht flott. Votre lampe, das Feminin. Wie viel kascht se? Das ist auch weiblich. Combien est-ce qu'elle coûte? Donc au lieu de répéter encore une fois Lucht, on dit simplement wie viel kascht se? How much does she cost? How much does the light cost? How much does it cost? Dann am Englischen. Ja. Se as net a. Den Dëch, dat das maskulin, und das ist wat für een, lequel. Und da so ma das ist auch ein Pronoun. It's another pronoun. Schon reicht 2 Jahre. I only have it for 2 years. Je l'ai que depuis 2 ans. Und dann, ich plenneren, déménager, I move. Und die andere interessante Sache, da ist meine Kaffeesmaschine für 50 € und ein Tele für 150 €, das ist ein super Geschäft. Habe ich nach eng Fotel, das ist da weiblich, und da seht ihr se, feminin. Se ist nicht teuer. Ich verkaufe se. Und die hat auch die Tabelle auf der Seite, neben der Seite 35 steht halt Pronomen. Männlich weiblich se, sächlich et, au pluriel se oder sie. Pronom, c'est-à-dire il remplace le nom. They replace the noun. Alexandre Fred, eng Lucht an eng Stehlucht. Naja, Stehlucht. Standard lamp. Un lampadaire, une lampe à pied. Voilà. You find it on Google with the pictures. Wat ist nach eng froh? Bon, dann wat für Bilder gesit dir nachher, wat für Objekte gesit dir nachher auf dem Bild? What other objects, quel autre objet est-ce que vous voyez sur cette photo? Seht vielleicht gerne etwas dazu? Was gesit dir nach auf Bild? Was gesit dir nach Bild? Ja. Was für Sachen, was für Objekte? Naja, weil keiner so ein Auer, Spielsachen, ein Bild, ja, erst Bild, du hast Dauer, Spielsachen, Spiegeln, wo sind Spiegel? Also ein Tele, ein alten Auto, ein Kanapé, ein Patsy. Super. Ein Mask. Wow. Tap. Michel, was das Tappe? Tap. Ein Lucht. Ja, das ist ein Stehlucht. Das ist ein groß Stehlucht. Mama, du, ein Lucht, ja, ein Stehlucht. Datei, was ist das? Was tut das da an der Hand? Was ist das? Und das da, was ist das? Und das da, was ist das? Und das. 1, 2, 3, 4, was ist das? Und das, was ist das? Viele Sachen. Köchten, ein Auer, ein Bild, still, voilà, 6 still, oder wie ich weiß nicht genau. A rock, Michel, was ist ein Rock?
Ein Teppich, nicht ein Kanapé, Giselle, ein Kanapé, das ist männlich. Ein Teppich, ein Gebäude, Frederik gesagt, ein Gebäude, das sei, ja. Gesagt aus wie Hotel de Ville, Gemeinde Lützeburg, Knödler. Und das Bücher, ja, das ist wichtig, das wurde nicht gesagt. Bücher, Plurial, viel Bücher. Und du hast auch noch einen Hund, ein Chien, peut le manger. Sonnepräbli, ja, richtig. Ich weiß nicht, ob der viel zu verkaufen ist. Obwohl die Leute kaufen alles. Ein Schaf, ja. Und da könnt ihr dieselben Dialog nachher spielen. Ja? Und dann, ich fand ein Schaf flott, wie viel kostet ein? Man muss dann natürlich aufpassen, ob das der Genre, also männlich, weiblich, sächlich. Ja? Exzellent. Da gucken schon mal die Lesungen und selbst du geschrieben. Nee, nicht. Macht Übungen am Zusatzmaterial. Das heißt, für das ist dieselbe Genre Exercice. Ich meine erst den Link hier an den Chat. Ein Streuhut, Fendeln. Ah, seht da, hallo, seht da. Ihr kennt die Vokabeln. Ein Kaffeesmaschine, ein Porsche, viel Leid, schreibt Stephanie. Ja, wunderbar. Valerius Lux Bischer, Alexandre, feier still. War noch ein Fotel. Ging schon noch so. Ma ja, dann nur daheim, was verkauft ihr alles? Macht Sätze nur Modell. Das ist dann der Velo und dann musst du aufpassen, das ist männlich. Ich verkaufe mein Velo. Ich verkaufe für 50 €. Weil man hat ja in der Tabelle gesehen, du hast Tabelle, männlich ist an der Feld ein N Wäsch. Und ich verkaufe für 50 €. Kanapé, ich verkaufe mein Kanapé für 120, also ich verkaufe mein Kanapé, ich verkaufe für 120 €. Computer, ich verkaufe mein Computer, ich verkaufe für 250 €. Bücher, ich verkaufe mein Bücher, ich verkaufe, guck mal, der Plurial, sie oder sie. Können das so ausfüllen. Und ich kann ja auch die Lesung weisen, weil das ist wichtig, also Pronomen sind wirklich wichtig. Voilà, da die Lesung Seite 15. Ich verkaufe mein Kanapé, ich verkaufe mein Computer, ich verkaufe ich verkaufe sie, weil das weiblich. Weiblich ist immer sie, als sächlich, du als sächliche Kanabett, ich verkaufe für 135 €. Also das ist schon wichtig, dass ihr wisst, ob es männlich, weiblich, sächlich, Singular oder Plurial ist. Katrin schreibt, ein Hut, viele Sachen, die ihr gar nicht braucht, schreibt ein Alexandre, ja. La soir, richtig. Sarah schreibt, Kollektion de Timbre, wunderbar. Ma ja, das war dann die Geschichte vom Flohmarkt. Macht Übungen am Zusatzmaterial, immer gemacht. Oder ist das noch etwas da am Zusatzmaterial? Timbre-Sammlung. Das könnt ihr noch. Ja, habt ihr auch Flotsachen für zu verkaufen? Notiert 5 Sachen an den Preis auf den Zettel. Tauscht den Zettel mit eurem Noper. Wählt eine Sache und probiert sie so billig wie möglich von eurem Noper zu kaufen. Boah, das können wir noch nicht machen. Aber vielleicht habt ihr von euch etwas Schönes zu verkaufen. Für eine Occasion. Dann kann das ja an den Chat schreiben, ich verbessere nicht. Mit dem Preis. Schreib doch den Preis dabei. Zum Beispiel, ich verkaufe was verkaufe ich? Ich verkaufe mein Ferrari. Oder mein Porsche 911. Kann ich noch so mein Porsche? Ich verkaufe mein Porsche und ich verkaufe mein Porsche. Ich
kaufe mein Porsche 911 für, alle ist die generös, 100.000 Euro. Wenn das interessiert. Kein Kamera geht nicht. Den Ton geht, das am Sach. Wir sind aber da, mit Bilder sagen früher. Ja, keine Ahnung für was. Wenn ich das Programm ausmachen, anderem ummachen, da funktioniert es natürlich. Aber das ist egal, Hauptsache der Ton, die geht. So. Also wie gesagt, wenn der Sache wollt verkaufen, dann könnt ihr das ja Lassoir fragt mich, willst du ein Porsche 911? Natürlich nicht, Lassoir. Das sind enorme Enseignants. Ich habe just viele Erinnerungen. J'ai que beaucoup de souvenirs. I have lots of memories, that's all I have. Bueno, und dann, was tun wir die andere Seite? 35 op Blick, das ist also rekapitulativ. Wie ist Erwohning, wie ist Dingwohning, wie gesagt Erwohning aus, das Verb ausgesehen, was das it look like. Wie gesagt Dingwohning aus, de quoi a l'air ton Logement, ton Habitation. Und das ist der Wohning aus groß, klein und so weiter. Wie viel Zimmern hat der Wohnung, wie viel Zimmern hat Dingwohning, formell, informell, Wohning hat 5 Zimmern. Hat der Wohnung eng Terrasse, hat den Wohnung e Gart? Ja, meine Wohnung hat eng Terrasse. Nee, meine Wohnung hat kein Gart. Die Artikel haben sich schon ein paar Mal gesehen, unbestimmten Artikel, bestimmten Artikel, Pronomen und Negation. Beim Adjektiv, da ist auch den Trick mit dem Z. Haus ist groß, Haus ist zu groß. It's too big, c'est trop grand. Haus ist klein, Haus ist zu klein. Und hier seht ihr die Sache mit den Pronomen. Das ist ein Studio, ein ist klein und ein hat kein Balkon. Das Studio ist zu Boden weg. Das ist männlich. Das ist eine Villa, dann hören wir beim Weiblichen hören wir sie oder sie. Sie hat eine Terrasse mit kein Piscine, kein als weiblich. Terrasse ist größer, gemütlich, cozy, komfortabel. Das ist ein Haus, es hat ein Badzimmer mit kein Esszimmer. Badzimmer ist modern. Das sind Appartementer, plurial, sie sind flott, aber sie haben keinen Balkon. Die Appartementer sind zu verkaufen. Und an der Lektion haben wir auch noch gesehen, den Movement. Wo kommen Sachen? Wo, c'est vers où? To where? It's not a position, but it's a direction, a movement. Wo kommen Sachen? An den Keller, an die Küche, an das Schlafzimmer. Der Keller, weil Keller ist männlich. An die Küche, weiblich, an das Schlafzimmer sächlich. Und dann haben wir noch zu guter Letzt 4 Verben. Regelmäßig lohnen. Ich lohnen, du lohnst, ihr lohnt, wir lohnen, dir lohnt, sie lohnen. Der Radikal ändert nicht. Ça c'est louer. Et farlohnen, c'est mettre en location. So if you are the owner and you rent somebody to somebody else. Ich farlohnen, du verlohnst, ihr verlohnt, wir verlohnen, dir verlohnt, sie verlohnen. Unregelmäßig Verben, du musst aufpassen, der Radikal den ändert. Ich kaufen, du kaufst, ihr kauft, wir kaufen, ihr kauft, sie kaufen. Ich verkaufen, du verkaufst, ihr verkauft, wir verkaufen, ihr verkauft, sie verkaufen. Und das ist Lektion fertig. Lektion 5 oder was? Nächste Karriere könnt ihr dann seit 36 37 präparieren. Das ist für nächsten Diensten. Wohnen zu Lützeburg mit den Preisen. Was sind Vorteile, wenn ihr in der Stadt wohnt oder wenn ihr im Dorf wohnt? Der Recycling. Könnt ihr halt als flotten Dialog könnt ihr den ausfüllen. Und dann Vokabeln nicht vergessen. Und hier ist dann schon Lektion 3. Aber jetzt schreibt ihr mal schön. Michel. Alexander schreibt, ich brauche kein Auto mehr, wennst Corona, nicht mit Corona, wennst a cause de. Michael schreibt, ich verkaufe mich nie für 50.000 Euro. Interessanter Preis. Lachswar, ich lache hart. Ich verkaufe mein iPhone 7 für 250 Euro. iPhone 7 ist schon noch ein iPhone 7.
Mein Wohnung ist gemütlich, sie, ja, das ist weiblich, sie hut. Ja, dann hat das sie richtig gemacht, da schreibst du sie hun. Sie hut ein Kamei. Und dann habe ich noch zum Schluss einen kleinen Exerzice für euch präpariert, da können wir die vielleicht zusammen machen. Und hier geht es darum, für den dünn oder mit N, ohne N oder T dran zu setzen. Schmengen. Das möchte ich so eine Besonderes drücken. Dann sind ich mal gespannt, was er mal schreibt. Also, das wird dann, ich stellen Flash an de Schaf. An de Schaf, das ist ein Mouvement. Je dépose la bouteille dans l'armoire. I put the bottle into the closet. An de Schaf. Maskulin. Und da will ich froh, von dem her gegen Tiana Sätze ich schreibe. Ich gehe in den Ball an. Köst. Flashlight an. Köst. Stell de Schaf an Schlafzimmer. Gehei den Dreck an Drecksköst. Lauf sehr an Gart. Fall nicht op Spielsachen. Setz dich op Stuhl. Geh am Hund an Büsch spazieren. An die Letzten. Den Hund lebt sehr an Keller. Mal schreiben mal ein bisschen. Hoppla. Ja, sind danach da. Michel, Lassoir, Alexandre. Flashlight an Dachköst, ja. Michel. Nee, Flashlight, das ist eine Position. Das ist kein Movement. Fünf. Geheit den Dreck an Drecksköst, richtig. Schreib doch mal ein bisschen, ne? Nicht immer nur die Giro mal, die schwätzt. 7. Was schreibt denn du? 7 fall nicht op. Das war richtig, wenn du nicht hinsetzt. Fall nicht op Spielsachen zu, ne tombe pas sur des jouets. Don't fall on gay on toys. Maar hij zegt, don't fall on the toys. Fall nicht op Spielsachen. Dann ist der Apostroph. Katharine schreibt auch, 6. Lauf sehr an de Gart. Ja. Stephanie, 4, stell de Schaf an Schlafzimmer. Ja, richtig. Nach 32 Leute, die gucken. Das ist ja formidabel. Das ist heute für den Tag Mittwoch. Am Mittwoch funktioniert also gut. Bon. 8, Katharine, setz dich op de Stuhl. Ja. Und nach 9 an 10, wenn ich kleft. Geh am Hund an Büsch spazieren. An den Hund lebt sehr an die letzten Keller. Boah, ich habe erst natürlich auch heute dabei geschrieben, ob es männlich, weiblich, sächlich, pluriell ist. Gell, das hilft, das ist ja klar. Aber da gucken wir als Lesung an. Also, stellen Flächen an de Schaf. Ich gehe in den Ball an die Küste. Flashlight an der Küste. Stell de Schaf an das Schlafzimmer. Gehei den Dreck an die Drecksküste. Lauf sehr an de Gart. Fall nicht op die Spielsachen. Setz dich op den Stuhl.
Geh am Hund an de Busch spazieren. Den Hund lebt sehr an de Keller. Voilà. C'est fini. Ne, schon noch am Vergiss. Auf Facebook Reklam für mein Videochat zu machen. Videochat 45. Was hat man heute gemacht? Flow macht. Und dann hat wir schon nicht mehr. Schon mal vergessen. Flow macht. Voilà. Post. Ja. Das ist einfach noch ein bisschen wenig live. Da kommen wir vielleicht nach 2000 Leute gucken. Und da gesehen sie, oh, der Chat ist schon fertig. Ja. Leben ist grausam. Okay. Wurde Ihnen eng froh? Michael Fred, für was ist nicht am Busch? Geh am Hund am Busch spazieren. Ja, hier ist die Idee von Bewegung. Go with the dog into the forest. Va avec le chien dans la forêt. Mais wenn du bis am Busch bist, dann kannst du so ich spaziere mit Hund am Busch. So you are already in the forest. Vous êtes déjà à l'intérieur de la forêt. Alors on peut dire ich spaziere mit Hund am Busch. Dann ist es eine Position. Mais hier ist es Mouvement. Geh mit dem Hund an de Busch spazieren. Das ist definitiv nicht einfach. Okay, also schon mein Programm gemacht für heute. Dann sage ich wie immer vielmals merci. Ich gehe dann heute an meinen Videochat. Ja, das ist schon die Hour. Ich mache meine Kamera in denke, auf erst auf was zu sagen. Ja, auch wenn du mal nach Standbild hast. Du kannst keiner helfen. Auch nicht den Goldorak an den Actarus. Ich hatte ihm so viele Sachen präpariert, aber boah, was nicht klappt, da klappt es nicht. Auch noch nicht Bananen. Geht doch nicht. Also, was schreibt ihr mal da schön? Vielmals merci für die Kur, schönen Abend, bis morgen. Ja, also, gern geschieht. Sorry, ohne Kamera. Ich meine die Kamera lieber im Rest. Ich gucke da so komisch auf der Foto. Was ist das? Ja. Und dann, ja, bis morgen, hoffentlich. Vergesst mich nicht. Bis morgen 20 Uhr, dann das Niveau A22. Ja, Iva schreibt, das war flott, schönen Abend bis morgen, Giselle, ja. Das ist interessant,